Okay, es hat 2, 3 Noch nicht. Gegner. Ja gut, das sind ja Weicheier hoch 10. Oh! Muss ich gerade etwas fressen? Es hat mich gerade gejuckt. Gut, und was gibt's da? Aber der Geist hat ein Quest für mich, das habe ich schon gesehen. Dieses seltsame Buch, so nehmt ihr an, ist gefüllt mit Geheimnissen vieler faszinierender Zauber. Frustriert stellt ihr fest, dass ihr die Sprache, in der dieses Buch geschrieben ist, nicht beherrscht. Gut, gehen wir mal zu dem Fritz da. Warte mal, was ist mit dem Buch gewesen da? Nein. Nein. Also? Nervige Kreaturen, die sich an meinen Büchern vergehen. Aber was haben wir hier? Einen Eingeweihten, der die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen hat? Das gab es schon so lange nicht mehr. Vielleicht lag das weniger am Schwierigkeitsgrad der Prüfung als daran, dass der Tempel abgeschlossen war. Der schwarze Ring hatte weniger Probleme damit hineinzugelangen, das scheint zumindest klar. Waren das diese zwielichtigen Gestalten? Wie geschmacklos. Verwüsteten meine Bibliothek. Sie sehen genauso gequält aus wie die Geister in diesen Hallen. Das sind ganz unglückliche Geister. Die meisten Priester hier in diesem Tempel wurden untreu, müsst ihr wissen. Sie begannen Lovis und Amdusias anzubeten. Und alle wurden wir verflucht. Lovis in seinem Turm, Amdusias auf dem Blutaltar und wir, die Anhänger, dazwischen. Und wessen Geist seid ihr? Ich bin der Bibliothekar. Und hier seht ihr die größte Sammlung über Drachenkunde, die es in ganz Rivellon gibt. Doch ich scheine ein Buch verlegt zu haben, nämlich den ersten Band des berüchtigten Orbis Arcessor. Ich habe das Buch nicht mehr gesehen, seitdem Amdusias ein Drachenritter geworden ist. Solltet ihr es aber finden, würde ich euch reich belohnen. Ich bin auf der Suche nach einem Buch von Maxos, in dem er seine Forschung über die Halle der Seelen schildert. Sicherlich ein höchst interessantes Werk, aber ich hatte nie die Ehre, es selbst lesen zu dürfen. Wenn es sich in der Bibliothek befinden würde, wüsste ich es. Doch es sollte zumindest im Tempel zu finden sein, wenn Maxus es bei seinem Verschwinden nicht bei sich hatte. Wer weiß, wo es verborgen liegt. Wer es in seine Hände oder Klauen bekommen hat. Erzählt mir mehr über diesen Fluch von Maxos. Um das zu verstehen, müsst ihr wissen, dass Maxus trotz all seiner Macht erstaunlich naiv war in seiner Einschätzung des menschlichen Charakters. Er war der Meinung, dass alle seine Drachenritter ihre Rollen als faire, aber unnahbare Herrscher spielen würden. Dabei ignorierte er den Ehrgeiz, der so gut wie jedem Menschen innewohnt. Lord Lovis scherte sich nur wenig um Maxos, nutzte aber seine Macht, um ein Leben in Luxus zu genießen, während er mit eiserner Faust herrschte. Amdusias Zorn wuchs ins Unermessliche, als sein Meister entschied, dass er niemals Drache werden würde. Er strengte sich daraufhin besonders an, um jeden Preis einer zu werden. Den Preis zahlen wir nun alle, denn als Maxus von Lovis Machtmissbrauch und Amdusias Umtrieben erfuhr, verfluchte er sie beide und all jene, die sie unterstützt hatten. Ich war ein treu ergebener Anhänger, aber Maxus hat mich in seinem Zorn nicht verschont. Das macht aber nichts. Solange ich meine Bibliothek habe, kann die Ewigkeit von mir aus wirklich ewig andauern. Gehabt euch wohl. Gut. Also, das Buch finden, mal schauen, wie das heisst.
Die Quest. Fertigkeiten. Ich bin so blöd. Tagebuch. 2 dicke Wälzer. In der Bibliothek Markus Tempel hat mich darum gebeten, ein Buch zu finden. Es handelt sich dabei um den ersten Band einer Bibel. Weder er noch ein Raum haben suchen können, außerdem irgendwo im Tempel finden müsste. Ja gut. Jetzt hätte ich noch schnell auf die Karte gegüchselt. Also ich muss da weiter. Gibt's da einfach 30.000-fach? Wir hätten seinen Wein vergiften sollen, Bruder. Hätten eine seiner Frauen bestechen sollen. Es geht ewig, bis ich da wieder draussen bin. Hey! Oh oh. Wieso glaubt ihr Ungeziefer, dass ihr den Frieden in meinem Tempel stören dürft? Ich bin das erste neue Gesicht, das ihr nach Jahrhunderten seht. Und das ist eure Begrüßung. Ihr seid nicht willkommen, Mensch. Genauso wie der Gestank seiner Magie. Maxus-Magie meint ihr? Sprecht diesen Namen nicht aus. Wie könnt ihr es wagen, hier von jenem Narren zu sprechen? Nun gut, wenn ihr es so wollt, nein, von wem? Maxos? Ihr fordert mich heraus. Ihr habt vielleicht Nerven. Maxos? Unverschämter Mensch. Sterbt nur unverrottet. Also komm da her, du Sauhund. Amdusias wird den Altar erbittert verteidigen. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr seinen Angriffen trotzen müsst, bis wir einen anderen Weg gefunden haben, um mit ihm fertig zu werden. Sauchheib hat's getroffen, hä? Verdammt. Gut. Anderer Weg. Die Ratte rührt sich. Was hat sie denn bis zum heutigen Tage getrieben? Tag. Deine Dummheit hat dafür gesorgt, dass dieses Wort keine Bedeutung hat. Du Schwächling. Amdusias wird eines Tages siegreich sein. Mein Typ ist irgendwie gestorben, kann das sein? Ich brauche Energie, Mann. Das 5 kann ich jetzt wieder beschwören. Erwache, mein Ja, geil. Sterbe! Da unten ist noch so ein Sauhund. Wo ist er? Es sind doch 3 gewesen. Ein Sterblicher hier, er muss lebensmüde sein. Seid ihr das? Ich wünsche ganz sicher nicht zu sterben. Viele sind hier umgekommen, ganz gleich, was sie sich gewünscht haben. Warum gibt es in diesen Hallen Geister? Wir wurden von Maxos zusammen mit unserem alten Meister, dem Drachenlord Lovis, verflucht. Warum seid ihr und euer Meister verflucht? Wegen der Gräueltaten, die Lord Lovis begangen hat. Er berauschte sich an Folter, geriet angesichts von Tod und Verderben in Ekstase. Dieser schreckliche Tyrann. Lovis war ein Tyrann und wir waren seine schwachen Sklaven. Dafür, dass wir uns ihm nicht widersetzten, zog uns Maxos ebenso in die Verantwortung. Ich schätze, Lovis hätte alle getötet, die es gewagt hätten, sich ihm zu widersetzen. Zuerst haben wir ihn bewundert und dann gefürchtet, ja. Aber vielleicht waren wir auch feige. Kann ich irgendwas tun, um diesen Fluch zu brechen?
Ja, das könnt ihr. Findet den Seelenstein von Lord Lovis und zerschmettert ihn am Blutaltar. Das wird den Geist von Lovis bis ans Ende aller Tage an seinen Turm binden und uns von unseren Qualen befreien. Lord Lovis hat mich gebeten, ihm den Seelenstein zu bringen und das werde ich auch tun. Lord Lovis hat mich gebeten, den Seelenstein zu bringen, aber ich werde es mir noch einmal überlegen. Vielen Dank, Sterblicher. Ihr habt euch richtig entschieden. Findet Amdusias auf dem Blutaltar und entreißt ihm den Seelenstein. Also, ja, das ist eine Entscheidung, wo ich noch nicht so ganz weiß, was ich soll machen. Hübsch. Hübsch. Dann. Gang weg, Mann! Boah, Junge. Ja, gute Frage, hä? Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ah. Wahrscheinlich von 5% des Gegner, die Waffenschaden zufügen, einem sagen. Hübsch. Jetzt habe ich irgendwo, glaube ich, noch ein Buch vergessen. Es hat jetzt in jedem Raum eins gehabt. Da habe ich, glaube ich, nicht geschaut. Da hat es auch keins. Aber noch eine Truhe ist da gewesen. Kann ich nicht auftun, hä? Ja, gut. Weiß nicht, ob es da noch mehr zu holen gibt. Oder gibt es da irgendwo einen Schalter? Die eine Tür dort, die kann man nicht auftun. Ja, ich glaube nicht, hä? Ah, da könnte ich noch Gruft. Wo geht's da durch? Da kann ich jetzt eben nicht rein. Jetzt muss ich irgendwo den Schalter finden, vermutlich. Wenn es denn einen gibt. Ist wahrscheinlich schon irgendwo einer, aber ja. Ah, schau da, habe ich das Buch gefunden. Seid wieder gegrüßt, Eingeweihter. Also ich bin auf der Suche nach einem Buch von Maxos, in dem er seine Forschungsschritte geschrieben. Sicherlich ein höchst interessantes Werk, aber ich hatte nie die Ehre, es selbst lesen zu dürfen. Wer weiß, wo es verborgen gehabt hat. Ja, nein, das ist nicht das richtige Buch gewesen. Gut, schnell hier speichern. Jetzt wird mich da wahrscheinlich abballern. Und die Ewigkeit wird ihn Lügen strafen. Niemals wird Hübsch. es ihm gelingen, den Ha! Zauber zu... Ich habe jetzt einen Drachenschock genommen, aber... Scheiße! Verdammt!